Ja, grüß euch benannt und einen Sakrisch-Gurden. Jetzt Kasperl. Es gibt kleine News. Zuvor nochmal, ich habe, wer den Community-Post von mir nicht gelesen hat, das Video über Rainers Community-Post Meltdown ja hochgeladen vorgestern Abend. Und ich weiß nicht, was da scheps gelaufen ist. Auf jeden Fall waren auf einmal die Kommentare deaktiviert. Ich habe das erst am nächsten Tag gecheckt. Ich habe das dann so schnellst behoben wie ging. Sprich, wer da gerne was drunter kommentiert hätte, aber noch nicht konnte, könnt ihr gerne nachholen. Ich habe mit anderen Leuten gesprochen, die hatten wohl in derselben Nacht auch Probleme weil anscheinend irgendwas mit Kommentarfunktionen nicht ging. Frag's mich, ich habe da überhaupt keinen Strahl drauf. Aber jetzt zu wichtigeren News. Wir haben es ja vor ein paar Monaten schon mal gehabt, beziehungsweise vor ein paar Wochen, als Rainer diesem ominösen Netzwerk beigetreten ist, wo dann diese Mitgliedschaften ausgesetzt waren für einen Tag oder sowas. Da hat man dann kein Mitglied mehr werden können und die Leute haben eine Benachrichtigung gekriegt, etc. etc. Er hat dann gesagt, das war wegen einer Umstellung, weil er diesem Netzwerk beigetreten ist. Jetzt ist es heute seit, ich glaube gestern Nacht so, dass wieder diese Mitgliedschaftenfunktion bei ihm nicht mehr vorhanden ist. Und die Leute, die diese Mitgliedschaften abgeschlossen haben und Benachrichtigungen bekommen haben, dass sie momentan ausgesetzt sind, dass man das kündigen kann und dass sie sogar stellenweise die Kohle für den laufenden Monat praktisch nochmal zurückfordern können. Das könnte ihm ein wenig das Knick brechen, glaube ich. Ich weiß nicht genau, was da gelaufen ist. Manche Theorien sind, dass Rainer sich versucht, diesem Netzwerk wieder abzuwenden, weil er gemerkt hat, hier seine geringeren Einnahmen im Vergleich zu früher, seitdem er die Chance nicht mehr hat, werden jetzt zusätzlich beschnitten von diesem Netzwerk, das er ja gar nicht wirklich nutzen kann, weil er ja effektiv ja kein Content bringt. Also er streamt ja nicht. Diese Podcasts, die er da macht, das ist ja kein Content. Und ich glaube aber eher, dass es wahrscheinlich was mit seinem komischen Meltdown zu tun hat, weil es ist schon sehr komisch, dass das direkt am nächsten Tag passiert. Also er haut diesen Post da raus, verreckt doch alle etc. Ich glaube nicht, dass irgendein Netzwerk, und wenn es noch so shady ist, damit assoziiert werden will. Mit einem, sagen wir mal, Content Creator, der hier den Zuschauern in einem Post mehrfach den Tod wünscht und sie als hasserfüllte Kleinkinder beschimpft und was hast du nicht gesehen? Und der halt auch, feststellen mussten, wohl auch ein chronischer Lügner ist, über wo er ist. Das wirft halt kein gutes Licht auf niemanden. Und wenn sie noch so fragwürdig, noch so einen fragwürdigen Ruf haben. Also, wie gesagt, meine Theorie ist, die haben sich das jetzt eine Zeit lang angeschaut und haben festgestellt, der macht ja nichts. Das, was der als Content verkauft, das ist ja nix. Und dann wird's, weil Rainer hat nämlich einen Vertrag unterschrieben, also wir wissen nicht genau, welchen Vertrag das er unterschrieben hat, freilich, aber der Standardvertrag bei BBTV ist meiner Info nach auf mindestens ein Jahr. Und da kommt er so schnell normalerweise aus eigenen Stücken nimmer raus.
Wer aber schnell aus diesem Vertrag wieder rauskommt, und das ist damit das Entscheidende, in diesem Standardvertrag von BBTV ist eine Klausel drin, dass sie den Vertrag jederzeit kündigen können. Und wie gesagt, ich glaube, die haben sich das jetzt einen Monat lang angeschaut, haben festgestellt, mit dem nicht. Und dann war wahrscheinlich der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, war halt wahrscheinlich dieser Community-Post in Verbindung mit diesem Lügen, er wäre auf Madeira und so. Wie gesagt, ist meine Theorie. Weil ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, dass irgendein Netzwerk dich behält, wenn du in einem Community-Post deinen eigenen Zuschauern den Tod wünschst. Und das nicht ein, sondern zweimal. Also, ja. Aber wir werden sehen. Ich hoffe ja, dass er noch mal was rausmettelt. Dass jetzt, ich glaube, der kocht. Dem fällt langsam die Decke auf den Kopf. Dem schwimmen die Fälle davon. Der weiß, wenn er jetzt da bei Marion rausfliegt, dann war es mit dem schönen Leben. Und ich glaube, da kommt was. Ich glaube, da ist nochmal so, ich glaube, dass das so ein Vorbeben war, so ein Vormeltdown auf dem Community-Post. Es kommt nochmal was mit der systematischen Zerstörung eines Menschen. Dann sind wahrscheinlich die Hater daran schuld. Wir wissen es Bescheid. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Feiertag. Wenn ihr genommen habt, noch einen schönen Brückentag und damit ein schönes langes Wochenende. Und vergesst niemals, tut nicht, was Rainer tut und Metal off.